Salut zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zum vierten Part jetzt schon vom FIFA 17 Karrieremodus mit dem FC Basel. Und zwar, heute spielen wir 3 Spiele. Ja, genau, 3 Spiele, zwar gegen den Vaduz, der FC Thun und der FC Lugano. Und zwar will ich einfach die besten Highlights rausschneiden, aber trotzdem live kommentieren, damit wir die Saison schneller durchbekommen und somit länger spielen können. Und es ist auch viel spannender als einfach 90 Minuten ein Match gesehen. Heute habe ich mir gedacht, dass wir ein bisschen rotieren, weil wir jetzt 2 Matches hatten. Und ja, wir haben zweimal mit der gleichen Startaufstellung gespielt. Wir spielen auswärts in Liechtenstein. Wir mit Weiß, Vaduz mit Rot. Wir sehen uns im Spiel. Das Spiel fängt also an gegen den FC Vaduz in Liechtenstein. Und zwar haben wir ganz viele Wechsel durchgemacht. Wir sehen es jetzt leider nicht, aber ich denke, ich kann es schnell erzählen. Der Dumbia für den Janko, der Serie Die für den Chaka, in der Verteidigung der Höck und der Gabo für den Lang und der Balanta. Und auf links haben wir den Elionussi für den Boetius. Und zwar will ich hier einen Sieg heute. Wir haben 6 Punkte aus 2 Spielen. Es muss einfach Punkt 9 an. Aber der Dumbia erobert sich den Ball zurück und es geht Freistoß. Geile Karte hier für den Janjatovic in der 5. Minute. Und ich denke, wir haben hier ein paar gute Freistoßschützen. Und ich muss mal sagen, mit dem Delgado machen wir das. Ich würde mal sagen, wir machen das sogar direkt. Da ist ein bisschen fest. Oh mein Gott, da ist ein bisschen zu fest. Und der Traoré kommt jetzt über links. Doppelpass mit dem Dumbia. Nein, der Ball kommt auf der Elionussi und dann nimmt ihn mit. Und die Flanke kommt zum Dumbia mit dem Kopf und der Jele. Fast mit einem groben Fallo nach der Parade. Und der Seredi ist in einer guten Schussposition, aber der kann nicht schießen. Das haben wir schon früher noch oft erlebt, dass er einfach drauf geschossen hat und da ist nach Afrika. Und ich spiele jetzt ziemlich auf Ballbesitz, das nervt ein bisschen. Und der Zufi erobert sich durch den Ball, spielt dann auf den Delgado und der Steffen ist auf rechts durch. Der Steffen macht es über die Geschwindigkeit, die er hat, flankt mit rechts und der Zufi mit dem Kopfball. Und das ist 1:0 im Landle. Es steht also wirklich nach 17 Minuten 1:0. Was für ein Kopfball von unserem Spielmacher da hinten. Nach der schönen Flanke vom Steffen. Und hat es der Zufi nicht gemacht, war der Dumbia gestanden. Also haben sie nicht so gut Stand bekommen. Jetzt der Afdijay und der Messaoud, aber der Watschlik ist auf der Hut und hebt den Schuss. Jetzt nochmal war dort gerade nach der Aktion nochmal eine und der Höck rettet und der Watschlik verschätzt sich, aber es gibt auch noch mehr Abstoß. Es steht 1:0 in der Pause, wir sehen uns in der zweiten Halbzeit. Der Delgado mit dem Eckball auf der Dumbia Satiko. Und die kommt nicht auf der Dumbia, die kommt auf den Steffen und da mit dem Sidfallzio, mit seinem schwachen rechten Fuß. Aber sie kommt genau in die Hand vom Jele. Und der Suchi macht das mega gut. Der Ball kommt wieder auf der Zufi, da sieht oben der Steffen, ich glaube gesehen, aber der Ball kommt nicht an. Und der Steffen sieht da durchstarten die Dumbia und da macht es 2:0. Weltklasse. Okay, ein bisschen übertrieben, aber mega stark gemacht vom Steffen. Ballrolle und Pass durch die Mitte und es steht 2:0. Flach unterm Jele durch und wir machen jetzt auch die ersten 2 Wechsel. Und zwar kommt der Bia für den El Younousi und der Franson für die Serie Die. Ich habe zwar gesagt, dass wir. Nein, okay, ich bringe für den Zufi. Ich bringe den Franson für den Zufi, ich nehme alles wieder zurück. Weil der Serie Die sollte auch mal spielen, nicht dass er noch weg will. Weil er ist ein sehr wichtiger Spieler. Und der Zufi hat sein Goal gemacht, von dem her ist alles gut. Der Bia jetzt auf den Steffen. Der Franson auf der Delgado und da probiert es aus der Distanz und da ist mega stark gewesen, auf der Jele. Und da kann nur zum Eckball klären. Der Delgado gerade mit dem Eckball und da kommt genau zum Jele.
Und jetzt sind wir wieder im Angriff. Und der Dumbia spielt auf den Steffen. Und das ist flach in die Ecke, unhaltbar für den Jele. Und das ist 3:0 für unsere FC Basel. Wir sehen es jetzt vielleicht nochmal in der Wiederholung. Der Pass vom Dumbia auf den Steffen. Der Steffen hat mit 2 Scorerpunkten. Nein, mit 3 sogar. Krass. Da sehen wir mit rechts mit dem schwachen Fuß in die lange Ecke. Und jetzt, nach seinen 3 Torbeteiligungen, wird er auch ausgewechselt. Für ihn kommt der Davide Kalla. Er ist irgendwie ein Fanliebling. Mag man ihm auch gönnen. Er ist 31 Jahre alt und hat trotzdem noch 74 Pace. Das ist ziemlich gut. Und jetzt war dort doch noch gefährlich. Der Turkes, aber der Watschlik und der Pfosten können retten. Und das ist unser dritter Sieg in Serie. 3:0. Das kann sich sehen lassen. Wir haben jetzt also den dritten Sieg in Serie eingefahren und wir machen weiter mit dem Training. Und zwar tun wir den Nikolic trainieren, unser zweiter Goalie. In meiner Hierarchie ist auch der zweite Goalie und der Vailati der dritte Goalie. Der Riveros wird trainiert, unser Megatalent. Außerdem der Gabo, weil er so gut gespielt hat. Und vorne tun wir den Elionussi und der Spora trainieren. Und das Training wird sehr gut durchgeführt. Der Riveros und der Nikolic verbessern sich um 1 Punkt auf ein 65 und ein 66. Der erste Jugendbericht ist zurückgekommen und zwar haben wir einen mega Goalie bekommen aus Holland. Das ist wahrscheinlich unser Megatalent. Ist natürlich mega blöd, dass es ein Goalie ist. Ich meine, wir haben den Nikolic und unser Goalie hätte 61er Gesamtstärke, 81 bis 94 Potenzial und ist 16 Jahre alt. Also da muss man wirklich fördern. Der hat eine Flugparade, Abschlag und Fangsicherheit 85, 84, 78. Das ist mega brutal. Außerdem haben wir eine Trainingsverletzung. Der Vailati ist für 2 Wochen außer Gefecht. Das ist jetzt nicht so tragisch, ich meine ja da bei Watschlik als Stammgoalie. Und außerdem ist der Scout zurückgekehrt, aber das ist ja unser holländisches Goalie-Talent. Und der erste Scouting-Update-Bericht ist gekommen. Und zwar haben wir unseren Jugendspieler, der Buri, können gerade löschen, der ist sehr schlecht. Der Ruscho auch. Denn der sieht interessant aus. Da tun wir auch gerade unter Vertrag nehmen. Weil da ist 15 eine Gesamtstärke bis zu einer 61 und 94 Potenzial. Da tun wir verpflichten. Der Eberle ist eher schlecht mit einer 86er Potenzial, 80 Potenzial ist auch schlecht und der 76 natürlich auch. Wir sehen jetzt so Vertragsverlängerung vom Marc Janko. Und der Isaac ist fertig gescoutet worden und der hat nur 69, also eben 70 Pace, okay. Und 65 Abschluss, aber er ist 16 und der Spieler, der ist so gut. Ich würde am liebsten direkt unter Vertrag nehmen. Wird im Winter oder im Sommer dann. In der Tabelle sehen wir IB mit nach 4 Spielen mit 12 Punkten, haben also auch jedes Spiel gewonnen. Und was haben sie für eine Tordifferenz? 9:2. Okay, wir haben aber 8:0 nach 3 Spielen. Das heißt, wenn wir gewinnen, mindestens 1:0, haben wir 9:0, dann sind wir wieder der Erste. Im Spiel gegen Thun würde ich mal sagen, spielen wir eher mit der normalen Aufstellung, aber fragt der Steffen hat zwar mega gut gespielt, doch ich lade den Steffen den, aber ich bringe da Bjarnason für den Delgado und der Elionussi lade ich daheim für den Kalla. Außerdem nehme ich den Riveros mit für den Höck, auch wenn es ein bisschen riskant ist, was soll ich das machen? Aber ich nehme für den Gabo mit, ich meine, der hat durchgespielt und sonst lassen wir das mal so. Das nächste Heimspiel von da im Joggeli. Es steht zwar Stadion Europa, es hat es nicht übernommen, das Joggeli hat es nicht übernommen. Und jetzt sehen wir, das Spiel fängt an. Und jetzt kommt der Balanta sehr weit raus, sehr offensiv, aber er macht das sehr gut und der Boetius jetzt über links. Und er zieht in die Mitte, spielt auf der Janko, aber da verliert der Ball direkt wieder. Aber sie machen es nicht ganz so gut.
Jetzt wir mit der Chance, der Zufi auf der Bjarnason und der Favre mit der Glanztat. Boetius mit der Flanke. Wieso ist der Janko nicht dort? Der hat das Goal gemacht, da bin ich mir sicher. Und der Chaka wieder mit der Ballerobik. Also was der heute leistet, ist abnormal. Und der Janko kann allein aufs Goal zu rennen. Mit dem starken linken Fuß schließt er ab. Unhaltbar für den Favre. Und er freut sich. Und das ist auch gut so. 1:0 im Joggeli. Das werden wir gesehen. Hier mit links ins Eck. So muss das geschlänzt werden, nicht anders. Und jetzt der Janko sehr schön auf der Bjarnason. Der Bjarnason auf der Chaka. Und jetzt wieder der Boetius mit der Flanke. Die Cobra über das Tor. Das ist sehr schön gesehen. Und was macht der Steffen? Der Steffen tut das Spiel verlagern, wie es aussieht. Nein, nicht ganz, aber doch so halb. Bjarnason mit der Hacke auf der Janko. Und dann macht es mit rechts. Knapp am rechten Pfosten vorbei. Und der Carlinhos tut das Spiel verlagern auf der Tossetti. Und der Traoré lässt sich ausspielen. Und der Glano mit dem 1:1 vor der Pause. Unser erstes Gegengol im 4. Spiel. Es ist der Bruder vom Schwingerkönig. Und das ist nicht gerade sehr gut gewesen vom Traoré, muss ich sagen. Es geht auf seine Kappe leider. Und da wird vielleicht auch gerade ausgewechselt in der Pause. Oder, ja, ich denke, das machen wir auch gerade. Also links hinter jetzt mit Riveros. Und wir wollen den Ball zurück. Aber wir bekommen ihn nicht. Und der Boetius macht es mega stark. Holt sich den Ball und schießt in den Winkel. Der Boetius also. In 8 EOS Opfer unterm Urs Fischer. Aber wir lassen ihn Stange spielen. Und durch das Vertrauen bringt er seine Leistung hier. Der fatale Fehler und der Schuss ins obere linke Eck. Neu im Spiel sind jetzt auch der Doumbia und der Davide Cala, die nochmal so ein bisschen für Offensivaktion sorgen. Und da gibt es auch das erste Foul direkt von uns in der eigenen Hälfte sogar. Und jetzt bitte nicht wieder ein Goal. Bitte nicht wieder ein Goal. Die Flanke kommt perfekt. Aber der Rapp versaut's. Der Cala macht das mega stark. Auf der Doumbia. Und jetzt schließt er auch selber ab, aber der Schuss ist nicht so ganz gut gewesen. Also Doumbia und Cala, die zwei neue, gerade mal mit einer schönen Aktion. Doumbia bekommt den Ball gerade nur mal der Bjarnason auf der Cala und der kommt nicht mit dem Kopf dran, geht nicht mal in die Luft. Und der Doumbia sieht aussen der Cala sensationell. Jetzt der Flachpass auf der Boetius, aber es geht Eckball. Jetzt geht noch weiter. Der Bjarnason auf der Cala, da auf der Boetius, Doumbia und da verschießt. Wie kann der Doumbia so einen verschießen? Der Favre hebt sensationell mit dem Fuß. Und das ist unser Sieg 2:1. Wir trainieren jetzt wieder. Und zwar die gleiche wie letzte Woche. Und ich hoffe, es ist wieder so gut wie letzte Woche. Und ja, der Sparer bekommt 67, der Nikolic 66, 65. Hat er sich jetzt gerade wirklich doppelt verbessert. Also nach 2 Wochen 2 Punkte, okay. Wir sehen IB und FCB 4 Spiele, 12 Punkte. Und der Rest hat mindestens die Hälfte. Also maximal die Hälfte. Und ich freue mich schon mega auf das Spiel. Und wir haben heute das Spitzenspiel sozusagen gegen Platz 3, der drittplatzierte aus dem Tessin. Und zwar der FC Lugano. Der Franzon spielt für den Zufi, der Gabo für den Lang, der Höck für den Balanta. Und ich glaube, somit war alles gesagt. Alle Wechsel sind so und ich würde sagen, das Spiel fängt an. Und der Alioski natürlich jetzt allein vom Goalie. Und der Watschlik hebt ihn und der Nachschuss durch den Traoré heben. Ich bin jetzt gerade richtig konzentriert gesehen, da habe ich nicht so viel geredet. Aber ich muss sagen, jetzt sind wir die kontern. Aber irgendwie klappt es nicht so, wie ich das gedacht habe. Und der Steffen kommt trotzdem noch durch. Spielt ihn auf der Lang, aber der Ball kommt am Sulmoni nicht vorbei. Und der Janko kann die Chance nicht ausnutzen. Und der Boetius ist wieder da, wo der Ball erobert. Der Ball kommt auf den Chaka und damals mit links. Aber er kann die Chance nicht verwerten. Er ist schon nicht der geborene Torjäger oder Linksfuß, sondern eher der defensivere Rechtsfuß.
Und jetzt trotzdem der Pass vom Xhaka auf den Janko und da will durchstecken zum Delgado, aber da wird nicht ankommen. Boetius mit dem Kopf. Xhaka sieht der Steffen, aber das ist richtig schlecht. Sieht jetzt diesmal vom Xhaka. Und jetzt wird der Konter, aber der Omar Gabo kann aufpassen und klärt die Situation. Also wir haben Mühe, vom Goal zum Abschluss zu kommen. Es ist nicht mehr so leicht wie in den ersten 2-3 Spielen, aber der Janko tankt sich dort durch und probiert es mit einem Pfund aus guten 20 Meter, aber der geht knapp übers Goal. Und es steht immer noch 0:0 zur Pause. Also wir sind jetzt im offensive 4-3-3, also 2 ZM und 1 ZOM und unsere Außenspieler sind jetzt Flügelspieler. Ich will einfach das Sieg, am besten mindestens ein 2-0. Ich meine, ich will... Oh, was für eine Parade vom Watschlik. Da geht jetzt aber ist jetzt richtig überraschend gewesen, dass die Flanke doch so gut kommt, dass er ganz allein steht und der Eckball ist mega gut. Und der Watschlik wieder mit einer Parade. Wir wechseln auch. Und zwar bringen wir da El Yunusi, also doch für den Boetius. Ich hoffe, er kann jetzt irgendetwas machen. Der Steffen jetzt über den rechten Flügel auf der Janko, auf der Delgado und da sieht der Steffen und da macht's Goal, aber es ist Offside. Wir haben jetzt gerade die nächste Chance nach dem Freistoß, der nicht so gut ausgeführt worden ist und der El Yunusi kann allein aufs Goal ziehen, passt zurück auf der Janko und was macht denn da? Der Janko verschießt das leere Goal. Das kann doch nicht sein. Wir wechseln jetzt gerade nochmal. Zwar bringen wir den Dumbia für den Janko. Der hat mir jetzt gar nicht gefallen. Und wer bringen wir noch? Wir bringen den Serey Die für den Delgado und lassen den Franzon im ZM spielen. Xhaka sieht da unten perfekt. Der Omar Gabo, der probiert ihn zu flanken, aber der Salvi kann auf der Linie noch den Ball rausfüscheln. Und da kommt nochmal auf den Steffen und auf der Serey Die. Und Wasserparade vom Mirko Salvi. Wir haben ja im Sturm mit dem Dumbia einen, der Köpfe kann, aber trotzdem kommt jetzt der Alioski über links. Flachschuss, aber der Watschlik hebt ihn wieder. Und das ist sehr schlecht für uns. Der El Yunusi sieht hier der Traoré und der durchstartende Franzon. Der Alexander Franzon, was macht er? Er spielt in Mitte zum Dumbia. Und das ist 1:0 in der 79. Minute. Franzon und Seydou Doumbia. Sehr schön gemacht. Der El Yunusi hat sehr schön der Traoré gesehen. Der spielt lang auf der Franzon in die Mitte und mit der Kratschi macht der Dumbias verdiente 1:0. Aber wenn man sagen muss, dass Lugano eigentlich einen Punkt schon verdient hat, aber vielleicht schaffen sie ja noch das Goal zu machen, wenn ich das eben nicht hoffe. Und mir ein bisschen zu offensiv jetzt. Der Höck muss die Pace ausnutzen. Und der Höck schafft es nicht. Aber es gibt nur mehr Pfostenschuss von Lugano. Und der Watschlik hebt den Sweat. Oh mein Gott, wie glücklich. Und jetzt der Sabatini. Und wieder der Watschlik. Also was der Typ hebt, das ist unglaublich. Der Watschlik hätte Inform verdient, meiner Meinung nach, wenn es in-game wird gehen, also eine Karriere-Inform, oder wenigstens Man of the Match, und der Serey Die mit dem Konter schlänzt an die Latte und von hinten kommt der Xhaka mit dem Kopf. Und das geht Abstoß. Und das sind die nächsten 3 Punkte. Also 2 Spiele hintereinander sehr glücklich und knapp gewonnen, aber wenigstens gewonnen. Es geht aber der Lüti verbessert sich ziemlich. Da ist also Trainingseinheit gesehen mit dem Lüti, Riveros, Balanta, Dijkstra und dem Nikolic. Und da haben wir 2 Nachrichten bekommen. Und zwar Pressekonferenz können wir machen gegen IB. Und zwar die wir einen Spieler von uns loben, der Watschlik nämlich. Und man unsere erste Ägypter. Und da ist ziemlich schlecht mit einem Potenzial von 81. Da ebenfalls. Da noch schlechter mit einer 69 und da 79. Okay, ist noch nicht so gut wie erwartet, aber es sind auch Ägypter. Da braucht es vielleicht ein bisschen länger, um eine gute zu finden.
Dann spule ich mal vor bis zum eBay-Spiel. Und da haben wir den Scout-Abschlussbericht über den Alioski und er hat nur 78 Pace, obwohl da mega schnell ist. 63er Gesamtstärke Stärke und nur 1800 Euro Gehalt. Okay. Das war's gesehen mit dem Part Nummer 4. Beim nächsten Part eben gegen eBay Topspiel. Bis dann, eure Tommy. Ciao.